Aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir auch Verständnis zeigen für all diese verblödeten Menschen da draußen. Die wissen es teilweise nicht besser. Für alle, die uns immer angreifen. Ich habe Verständnis. Wenn ich glauben würde, dass wir alle ein Nazi-Pack wären, würde ich vermutlich uns auch angreifen. Aber das Ding ist, sie sollten einfach mal hier reinkommen in unser Herz schauen und dann werden sie erkennen. Wir sind einfach nur friedliche, freiheitsliebende Menschen, meine Damen und Herren. Der nächste Song soll euch eine Geschichte erzählen. Und zwar von einem Soldaten, der in den Krieg geht und denkt, er geht für das Gute in den Krieg, aber dann im Krieg merkt, man kann gar nicht für das Gute in den Krieg ziehen. Let's go. Ich bin dieser Soldat. Das ist meine Freundin, die wartet zu Hause auf mich. Aber ich muss gehen, das ist meine Pflicht. Let's go! Mit einem lachenden und weinenden Auge bin ich alleine nach draußen, sie blieb alleine zu Hause. Ich musste fort, weil es heißt ja, sie brauchen mich für den Einsatz da draußen. Ich steige ein, der Motor schreit und ich tauche durch die Wolkendecke. Gedanken in meinem Kopf marschieren, Gott in mir, doch ich bin voll motiviert. Kopf passiert, Stopp in mir, Geld wo, mitten im Nichts. Der Angst, Schweiß und der Stolz sitzen mir im Gesicht. Denn ich verteidige die Freiheit für die heimatliche Kleinstadt, wo meine kleine Weingesichter eines Tages auch ankern. Nein, nicht einfach für sie und auch sicher nicht für mich. Doch ich weiß, ich kämpfe da draußen für das Richtige an sich. Wenn man wisse ja, wie es ist, sie lieben uns tot. Demokratie ist den Wohl, so etwas wie ein Dämon. Erfolg, Hoffnung und Frieden, das sind mein Ziel und mein Lohn. Baby, bitte versteh mich, ich bin jetzt auf Friedensmission. When you come home, I'll stop this. When you come home, I'll hide in the gut. I'll never come again. Krieg ist doch nicht das Geilste. Ich schreibe einen Brief, das ging so. Nach wenigen Wochen vergeht mir die Hoffnung. Ich sehe mit geschlossenen Augen seitdem immer die gleichen Bilder von Tränen vergossen, Elend in Gossen, Wehen, die trocken Lebewesen beschossen, vor schweren Geschossen red ich offen. Nenn mich die anderen Mädel, weil die Harten mit Schäden vor ihren Kameras herumstehen. Meine Kameraden mich ekeln, krieg Abscheu vor mir selbst, lassen arme kleine Kinder für eine Wasserflasche rennen. Nicht dafür habe ich mich gemeldet. Ich dachte, ich bekämpfe die uns hassen in der Fremde. Aber was ich hier erkenne, das ist so entsetzlich, so verschreckt. Die einen jubeln wie bei einem Computerspiel, als ob sie Blut vergießen, Drogen lecken. Keine Achtung vor den Menschen, Foltercamps und Genusscamps. Methoden, die man nur aus Hostel kennt. Der Horror lässt mich nachts nicht mehr schlafen. Ich glaube, ich werde depressiv, ich komm bald heim, Baby, das verspreche ich dir. When you come home, I'll stop this. When you come home, I'll hide in the gut. I'll never try again. Ich gehe zu meinem Vorgesetzten, sage mich mit raus aus diesem Kriegsgebiet. Oder so. Ich halte nicht aus, verliere den Verstand. War so naiv, aber langsam habe ich das Spiel hier erkannt. Was hier geschieht, ist so krank. Wir bringen Krankheit und Tod durch unsere fast alles durchbohrende Uranmunition. Kinder werden ohne Arme geboren. Radioaktivität tausende Male zu hoch. Und dazu holen wir uns Blackwater, Armor ist Boden. Krieg als Geschäftsmodell die Ware der Tod. Ich frag mich, was ist hier los? Ich kam und wollte das Böse bekämpfen, nicht wegen höheren Interessen mein Leben für Ölfelder setzen, größte Geschäfte. Denn wir nehmen nicht nur die Drogen hier in Kauf, sondern fördern den großen Regime.
Maschine einwärts setzen, Berlin weiß schnellstens an die freie Presse geben und ich denke, Schweigen brechen, ja, die Wahrheit kommt uns nicht. Warte nicht, nein, was wollen Sie mit der Waffe, bitte nicht. Das ist fast wie in der Realität. Das Gute siegt immer. Ich habe mich ja jetzt schon des Öfteren erschossen, aber so schön mit diesem Schuhlöffel war es noch nie, die Schuhspanner. Gerade wenn du so einen Konflikt wirklich hattest. Ich habe die Initiative ergriffen und den Kalender geändert. Wir dachten, noch zum Abschluss für euch ein kleiner Freestyle. Das heißt, für die Nicht-Hip-Hopper, einfach aus dem Kopf heraus, freigesprochen ohne Denken. Oh. Das hier ist frei aus dem Kopf, ohne Denken, aber trotzdem ist es Musik, die will ich euch schenken. Nein, nicht denken, nein, wir müssen weiter bewegen und zusammen geschlossen für Frieden eintreten. Ah, wir brauchen Liebe und Gleichheit, ja, wir brauchen Freiheit. Ja, dieses Wort klingt so schwer und trotzdem brauchen wir davon mehr. Bitte schreit mit mir her, also schreit mit mir, schreit mit mir, schreit mit mir, schreit mit mir, schreit mit mir. Denn es ging los, ich war noch damals in Wien und danach rief einer an und dieser kam aus Berlin und sagte, Weltrevolution mit Erfolg. Ich sagte, Vater, wer ist dieser Lars Meerholz? Ich hab den Namen nie gehört, aber Weltrevolution hätte mich ja nie gestört. Ich dachte, gut,